Ekran! Ekranen geef dich ab, aus warnen Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Kiesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom zu het programma Ekran. Dankzij dat je hier alle van jou erbij bent, dat je ons toehoort. En van jou hebben we een ganz interessante Zeugnis, wat we ons reingemaakt hebben, of wat jullie reingemaakt hast. Waarom zou ik zo niet zeggen, du hast hier reingemaakt, ik geloof, God heeft dat reingemaakt in dein leven. So, dankzij dat je toegezegd hast, dat van jou met te delen. Voel die einfach vrij van dein leven met te delen hier van jou. En mocht dat voor die een grote zegen zijn. Ja, dankzij. Voor mij is dat een grote verrijking. Mijn naam is Ann Groening. Ik zie de vriend Diederik Groening. We hebben 3 dochteren. God heeft ons gezegend met 3 dochteren. Ik was aanvang waar ik geboren ben. Ik was krank geboren. Die waren dat. Ze mij voets aan dat ik krank was. Ik had mijn wet bloot gehad. Also, even hond genomen die tijd waar mijn moeder liep en mijn mama en moeder liep weer. En als ik dan is geboren weer, worden ze dat aan dat ik wil wel niet gaan thuis zijn, ik wil wel in een hospital blijven. Dan heb ik 1 jaar, mijn eerste jaar van mijn leven, heb ik dan in hospital toegebracht. En dit weer in Saskatchewan, in Canada. En denken kom ik er niet van, aber mir ist das immer war, als mir das groot, mir ist das dort zu mein Zeugnis anfangen. Denn mir haben sie vertellt, dat is een wunder dat ik overleefd heb. De dokters hebben manchmal niet geglaubt direct op het merken, die hebben me allemaal eens bloot gegeven. Ik heb eenmaal gezegd van mijn ene dad, dat hij zei dat mij had allemaal nog zo'n Afrikanische tint gelaten, ganz elendig, knackig. Aber die tijd is voorbij gegaan. Op mijn eerste geburtstag hebben ze mij dan operiert. En mijn ouders zijn even dan naar Alberta getrokken, weit af. En hebben mij dan geholpen und gesagt, dan is han huis kunt. En zo ik geloof het wirklich een wunder wat God door al in mijn leven gedaan heeft. En nam ze mij dan al gekriegt en daar was ik dan op mijn jongere jaren. Als ik 6 jaar oud was, 7 jaar oud, ik wil aanvangen naar school te gaan, ik was een duimjaar. En mijn vader zei, alles wat naar school gaan, die doen niet duimjaar. Die moeten ophouden. So ik kwam alle oven op mijn bed en had een karre en rolde me dat hier zo ram duimen en had een noodel en spier met net alle touw en ik kon niet duimen zien, zo ophouden. En meten dat hij, wanneer hij dat had gedaan, dan deed hij me een klein gebed zijn. En dat gebed ging zo dit, kent je Jezus bij een huisje en mijn hartje zoals du woont, niemand mij eruit gaan aan. En dat leerde hij me. En mijn dad weer zo, als we oppassen deden, hij weer deed wat allemaal Sachen möchte dat we te bij gingen, hij weer deed wat ons opwaken deed s'morgens. En dan zei hij, zo was allemaal beden en slapen gaan. S'morgens dan praat hij onder der en dan zei hij beden en opstaan. Everdem had hij mij nog onze Vater geleerd. Aber dit kent je Jezus gebed, zei ik, alles overs en alles s'morgens. En ik moet me door veertien gedanken even, als ik 11 werd, ik wist dat mijn hart weer een kleine dingetje. En we wilden toch gewoon dat Jezus toch een huis ben. En we kunnen er ben wonen. Dat we mij zo aandelig. Maar irgendwo, dat kwam van mijn ene dad, zo ik wist dat, ik kon vertrouwen op den. Die leert me hier wat recht. En dus die tijd weer ging, ik wist dat we een God, ik kon niet zeggen, wie mij dat geleerd heeft, wat ik dat gewist heb, maar ik wist dat we een God, die zag alles wat ik deed. En ik was bewust dat hij zag al dat slechte wat ik deed, wanneer ik niet wil geschätzt zijn of wat slechter deed, dan ging dat af naar de hal. Dat was wat ik wist en dat was ik immer een beetje angst voor, dat gaf me een furcht. Maar even dem wat ik direct hier weer, trokken mijn ouders blijven. En trok we hier in een kolonie aan, dicht bij Kentucky, Las Pavas. En daar trok ik mijn man, Diederik Groening. En ik maakte God allemaal stonden wo. Ik wist dat tot die tijd niet dat ik kon beden voor een man. Ik wist dat niet dat God wat dran heeft aan mij wat voor man ik had. Of dat ik nog kon wachten wat de rechte man dat lang kwam. Irgendwas was glücklich, ging naar de naam. En van 16 dan hadden we ons verleefd en we gingen taub wat we met 20 werden en dan bevrijd we ons. En zum Befrieden, dann gingen wir dann bei gemeint.
En die tijd wat we ons eerst bevrijd hadden, dan vang ik, en die tijd, latere tijd, vang ik alle aan Obacht te geven, omdat God wat naar mij checkt. Want ik en mijn man, we moeten nu een scheiding maken en we moeten wat is recht en wat is goed. Dan vang ik aan te beden. Dan vang ik even aan te zeggen, God, du weißt es, wie das sollen doen. Du weißt es, wie das Entscheidung sollen machen. Du weißt es, wie das sollen. Und irgendwann sagt so viel, aber Gott dort hier in der Lehre durch. Und dort braucht mich sehr, dass ich anfange, Gott zu sehen. Und über dem, durch das eine Amadala anfangen zu sehen, wie wir inzwischen in Kanada waren, wie wir in der Bolivien waren. Und wir fangen an zu segnen und wir fallen einfach so, wir wollen die Kolonie verloren. Und ob wir nicht einen leichten Stopp zu nehmen, aber eins mal ist, als ich nach dem Bad wir dann sieht eine ganz stille Stimme zu mir, Hebräer 11, Vers 6. Und wir wirklich mit Angst. Ich krieg wieder in ihre Daten und will wieder schlafen, ne? Und Vater sagt, Hebräer 11, Vers 6, das muss wieder unbedingt lüden. En wir waren aber, ich in Bad Rüt. Das so, ich wusste wie die Bibel, aber ich kann wirklich gut die Bibel. Ich konnte noch, muss einfach sein, ich konnte noch nicht in der Bibel gelesen. Ich wusste nicht mal, dass es ein Altes Testament gibt, dass es nicht. Wenn es in Kanada ging, nur eine englische Schule, ich konnte schon mal was mit der Bibel irgendwo zu tun gehabt. Und ich stand ab, dann werde ich mich hängen und den Typ, wo ich mich hängen dann wird ich noch einmal nachlesen. Hebräer 11, Vers 6. En mijn hart dat wat zei. En ik droeg me dat Hebräer 11, Vers 6 den ganzen Tag. Dat dreht mich am Kopf. En ik wundert, wat dat zijn? Wat dat zijn, wie sollen nicht rücktragen? Wat dat zijn, wie sind dat maar rechten Weg? Oder wat wird mir dat zijn? En so was als het eerst tijd met hem schlopen gaan. En ik heb me geschaffen, zodat mijn man en mij alles over te bed zijn gegaan. En da ich so, ich hatte bloß nicht Frieden, ich will mir die Bibel überdehlt. Dann kriege ich mir erst die Englische überdehlt und ich las dort. Und für mich, da wären wir manche, die verstand ich nicht. Ich verstand die geistliche Sprache nicht. Dann habe ich die jüdische Bibel. Und ganz erstens, ich wusste nicht mal, wo Hebräer war. Ich muss mich dort hier so führen, wie du an der Strippe durchbahn. Fang ich dort, dann sage ich mir Hebräer, und dann sage ich, dass wir mehr so hängen am Buch. Und da las ich dort auf Juchtig und war dort, wir dort Wutband für Jalta und all so was, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, was das meint. Ne? Zu der Zeit hatte ich noch nicht eine Plattdeutsche Bibel, aber ich wollte auf Plattdeutsch lesen. Ja, ich sehe auch ganz neugierig, was der Vers nu sagt. Und auf Plattdeutsch sagt das, über Unglauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Wer noch Gott kommen will, muss leben. Dort er ist und dort die belohnt, die am ernstlich sehen. Und das muss sein, den oben, seht mir dort wirklich nicht. Das einzige, ich verstand das Wort Glauben. Glauben. Sag ich auf Hochdeutsch und auf Englisch wird das Faith, wenn ich das Wort auch nicht ganz verstand. Aber am Glauben, nun wir dann, muss wieder Stopp nehmen. Dann trage wir dann in die Kolonie Rüt. Ich denke dort noch, was wir Rüt vorhin deuten, wenn es dort wie ein schwerer, wie wirklich ein schwerer Stopp. Alle Geschwister, Freunde, alles verstand uns nicht, so dass wir den Rüt tragen. Ne? Und ich denke dort noch, wie für die Kolonie Rüt. Und ich weiß dort, dass ich bloß so am Stellen sehe, Gott, du weißt, wo das handelt. Am Glauben, da wie das. Ja, wow, mich interessiert die Geschichte, das sehr abreihend und aber leider ist unsere Zeit von dir allmählich eng. Und ich glaube, wir werden mit dieser Geschichte nächstes Mal wieder merken. Wenn es das fängt noch mal Krieg an, immer interessanter zu werden. Und mich interessiert so eine Geschichte sehr, will Gott führen das. Kannst du aber wie am Schluss kommen, von der den Jugendlichen ein mutmerkendes Wort geben oder ein Wort, das einem kann helfen? Ich würde sagen, mutmerken kriegt das Vers, was ich hier, wo Gott mir gibt, Hebräer 11, Vers 6, im Glauben. Wenn wir uns leben, im Glauben wandeln, das ist wirklich ein interessantes Leben. Wenn wir warten auf was Gott für uns hat und sein, wo er uns leiden wird und uns vertrauen, dort, wenn wir im Glauben gehen, dann hat er sein Weg. Und so ist hier in Hebräer sagt, das hat mir sehr viel in mein Leben geholfen. Und das mache ich andere mehr, und das zu machen, dort erfahren, was es ist, im Glauben zu wandeln.
Wow, vielen Dank schön, Ann. Und nächstes Mal werden wir dann wieder von den interessanten Geschichten hören, wo Gott die geführt hat. Und ich möchte dir Gottes sehen, wenn liebe Jugendliche, hab keine Angst, im Glauben zu gehen und go jeden Staub mit ihm und lot die vier von ihm, wo immer die Hand führen will. Gottes sehen und sie nächstes Mal werden dabei, wenn Ann Groening ihre Geschichte eng vertellen wird. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.